14 peinliche Fragen, die ich niemals beantworten will. Ich bin 100% ehrlich. Das ist spannend. Ich würde sagen, wir schauen das Video und die Fragen zusammen auch beantworten. Let's go. Hi, was geht? Ja, aber warte. Hast du kurz Zeit? Nee, warte, ich kann es dir kurz zeigen. Eigentlich nicht. Ich guck gerade PewDiePie's Minecraft-Stream. Ja, Julius und ich hätten eine Bitte. Ja, du nimm mal bitte jetzt, also mach mal OBS auf. Nimm dich bitte auf jetzt. Okay. Hab gemacht, ja, läuft. Okay, läuft? Gut, dann warte einfach, ja? Hä, what the fuck? Ist der dumm? Was will er von mir? Die Zähne, das ist real, ist Zähne. Für die Stream gucken, let's go. Ist es bei euch auch so leislich oder ist es nur bei mir so leislich? So. Ich kann gerade nicht. Mach das mal bitte aus. Bro, ich will diesen PewDiePie-Livestream einfach gucken. Was wollt ihr von mir, Amanakon? Du weißt gar nicht, was gerade passiert. Digga! Ich weiß wirklich nicht, was gerade passiert. Ich weiß auch nicht, was das jetzt soll, Digga. Nee, also ist ja auch der Sinn davon. Du sollst ja auch nicht wissen, was passiert. Von was ist das der Sinn? So, diese Kamera ist hier, damit wir deine Gestik aufnehmen können. Aha. Julius und ich haben, Junge, was wollt Digga, Swiss Trip mit 5 T1 ab! He crazy in den Chat. Holy shit, danke für die 5 T1 ab. Digga, ich will doch nur mal das Video schauen. ihr von mir? Sachen vor. Wollen wir die Belichtung ändern oder passt es für dich? Das passt für mich absolut so. Ich fühle mich absolut Fühlst wohl. du dich wohl? Ich fühle mich, Weil nee, wenn du ich dich fühle mich wohl fühlst, eigentlich, dann fühle ich mich nicht wohl. ich fühle mich nicht wohl, weil, kann ich Kuchen-TV-Stream gucken? Wenn du jetzt noch einmal was anmachst, dann brennt hier das Büro. Pass auf, es gibt vielleicht in deinem Leben oder in deinem Leben Jetzt bin ich gespannt, vielleicht Chat. Sachen, also Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Ja, richtig, die hat ja Es jeder. gibt ja bestimmte Formate, da kannst du entweder eine scharfe Chili essen bei Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Okay. Aber du musst jetzt alle Fragen beantworten. Nee, muss ich nicht. Doch, Wir lassen dir keine du wirst Wahl. alle Fragen. Was wollt ihr denn sonst machen? Ich werde dich vernaschen. Okay, pass auf. Die Kamera filmt deine Hände, weil es ist wichtig für uns, für unsere Studie zu wissen, ob du Du nervös bist bist. kein Psychologe. Ja, ich will es vielleicht werden. Ja. Wow, das ist aber eine geile Videoidee. Ich glaube jetzt nicht, dass es real ist, aber nice. Es hat endlich mal die Frage kommen. Danke vielmals für 500 Bits. Okay, pass auf. Wir haben 14 Fragen, die werden also wir werden dir zu jeder Frage immer ein bisschen was zu sagen und zu erklären und ich würde sagen, wir fangen einfach kurz an. Julius wird dir die erste Frage stellen. Du musst auch nicht immer eine Begründung sagen, Das sondern hat, manchmal einfach nur ja. sagen wir mal bei den Fragen, wo Okay. es ist. Ne? Also erste Frage, Wir fangen direkt an. Du bist hast direkt, du uns schon mal belogen? Ja oder nein? Ja. Oh, okay. Ja, auf jeden Fall. also nicht nur so eine Notlüge, sondern, Ja, Digga, das kann ich nicht beantworten. Die Frage kann ich nicht beantworten. Fuck, dude. was heißt Notlüge? Nicht sowas Boah. wie regnet heute so, aber Nee, bestimmt unterbewusst. Keine Ahnung, Digga, ich lüge gefühlt jeden Tag 40 Mal. Eigentlich ja. Das nennt man nur. Ja, aber true, also ganz ehrlich, Chat, lügen dir viel. Ich bin schon. Ich mache jetzt nicht Lügen, die schwerwiegend sind, aber also ich glaube, man lügt schon ab und zu so. Muss ja nicht schlimm sein, finde ich, Lügen. Muss ja nicht direkt schlimm sein. Notorisches Lügen. Das Ding ist, bestimmt ist das schon passiert, ja, safe. Zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, wie es mir geht, sage ich gut und mir geht's nicht gut. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, yo, kommst du heute ins Büro und ich sag ja und dann komme ich einfach nicht, das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, ne? Also ja. also das sind die Lügen, von denen wir hier reden. Jetzt keine krassen Lügen oder sowas, ne? Absolut gar nicht. Gut, die nächste Frage. Wie viel Geld / Umsatz hast du mit dem Revi-Server gemacht? Wow, Digga, wow. Kann ich ja gar nicht beantworten. Ich denke, das sind jetzt Fragen, die ich beantworten kann. Selber. Nein, nicht du, der Server an sich. Boah, kann ich dir nicht viel sagen. Umsatz? Digga. Du warst Weiß doch drin. ich dir nicht. Kann ich dir nicht sagen. Im Premium-Rang für 20 Euro gekauft. Ja. Hast du 20 Euro Umsatz? Das war auf jeden Fall ein sechsstelliger Umsatz, aber wie gesagt, die Serverkosten, wir haben Developer gehabt, dann wurde ein bisschen Geld abhanden gekommen. Okay, wie viel? Ich denke mal so im Jahr waren das schon gute sechsstellige Beträge, also über 100.000 auf jeden Fall. Jetzt keine Millionenbeträge, aber Lief ja auch sehr lange, ne? der lief ja auch sehr lange, aber es war nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Es war nicht so viel, wie man sich das vorstellt tatsächlich. Und wir haben halt sehr, sehr viel Geld investiert in Infrastruktur und sowas, ne? In Server und Mitarbeiter tatsächlich. Digga, ich habe nie auf dem Revi-Server gespielt, Chat. Das ist nicht meine Zeit gewesen, das ist nach meiner Zeit gewesen. Nein, war gut. Ich habe gerne Bedwars da drauf gespielt. Okay, Ich habe gerne gehackt. dann arbeitet er eigentlich hier. Okay. Digga, was ist das eigentlich für eine Kette, man? Der hat wirklich, kennt ihr beim Gefängnis oben, der Zaun, genau das ist das doch, oder? Okay, nächste Frage. Dritte Frage. Ey, ihr habt Mikrofone sogar an, what the f... Cool. Heftig, okay, ja. Wann hast du das letzte Mal Oh, fuck, dude. Muss ich jetzt jede Frage beantworten, Chat? Ah. Ja, nee, eigentlich ist es nicht so schlimm. Warte mal schnell. Es ist schon länger her, aber ihr wisst, eure Boys im Hustle. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen... oh Mann. Es ist schlimm.
ein paar Leute von euch werden sich jetzt denken, Bro, bist du dumm, aber ich sage jetzt einfach, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr, also, der Dumme. Wir gehen weiter. Und du weißt, dass egal was du jetzt sagst, ich weiß es. Vorgestern. Julius oder Tobi behalten? Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh, ich hab Genau, jetzt muss ich was sagen. Es liegt an Corona. Nein, nicht Virgin. Es ist ja, Digga, schau jetzt. Ich sage euch ehrlich, Chat. Die könnt euch jetzt vielleicht denken, so, oh, der ist vor einem Jahr das letzte Mal Sex gehabt. Aber ich bin nicht jemand, der Sex übel vergöttert. Es ist schon geil, aber ich bin jetzt nicht ein Mensch. Es gibt so Kollegen, die müssen so sagen, ich muss in der letzten Woche Sex gehabt, aber ist nicht so bei mir. Finde ich auch easy. Stand ich im Fall dahinter eigentlich. Falsche Frage, aber ja, musst du. Ja. Ja, Bro, du bist noch nicht so lange dabei, ne? Das heißt ja nicht, dass du jetzt gehen musst. Das hat sogar mir weh. Ja, Digga, das Ding ist, Tobi kann richtig viele Sachen. Ich kann halt eigentlich nichts. Das Schneiden halt, ne? Ja, gut. Jetzt, diese Frage ist eine Frage nur mit Ja oder Nein. Also die ist nur mit Ja oder Nein zu das sind beantworten. zwei Fragen in einer Frage, aber du, also die Frage ist, hattest du schon mal mit einer Zuschauerin oder hast du schon mal probiert? Und du musst jetzt nur Ja entweder oder Nein. Hattest du schon einmal Sex mit einer Zuschauerin oder schon mal Scheiße probiert? Was? Nee, ich habe noch nie Sex mit einer Zuschauerin gehabt, außer es zählt dazu, dass meine Ex hat meine Videos geschaut, auch bevor ich mit ihr zusammen war, aber das ist nicht eine Zuschauerin gewesen. Nein sagen und Hä? man weiß halt nicht für welche. Also hast du eins von beiden schon mal getan? Bestimmt. Du hast schon mal gegessen. Okay, also einfach ja. So lassen wir stehen. Gut. Mit wie vielen YouTuberinnen und Streamerinnen hast du schon geschlafen? Ja, Bro, schau, jetzt zeig's euch, wie es ist, Chat. Da erwartet jetzt natürlich alle eine spannende Antwort, aber mit niemandem. Da bin ich ganz fein durch, Digga. Mit niemandem, mit keinem einzigem, wo YouTube macht oder Streamer ist, habe ich pennt. Also, du überlegst schon sehr lange. Keine Ahnung. It is what it is. Ja, mehr als 5. Ja. Zählt der Milo nicht? Ah, fuck, stimmt. Milo zählt nicht. Ja gut, doch stimmt, der Milo zählt. Was soll das denn jetzt, Digga? Mehr als 5 und weniger als 10 wahrscheinlich. Okay, das Man glaube bleibt ich. halt in seiner Bubble, ne? Okay, nächste Frage. Welchen Streamer 5 bis 10? Digga, was machen die in Deutschland? So viele YouTuber gibt's nicht mal in der Schweiz. der richtig gut angesehen ist, findest du eigentlich richtig scheiße? Also einen großen, den man kennt. Der und so du der wirklich nach sagst, der außen ist einfach steht. Boah, fuck. Okay, das ist schwierig. Also wenn ich es jetzt so sage, dann juckt's ja niemand. Aber können wir die Frage so umdrehen, dass ich tue jetzt beantworten, irgendjemand Bekanntes aus der Schweiz, der eigentlich gut angesehen ist, wo ich nicht fühle. Können wir dann die Frage so drehen? Muss ich schnell überlegen. Der Gabirano ist jetzt halt gerade ein bisschen im Wack-Shit, aber ich würde sagen, to be honest, mittlerweile der Blick ist für mich ein Weird Champ. Ich habe jetzt die Frage ein bisschen umgedreht, aber wenn ich es so beantworten, dass es für euch spannend ist, dann der Blick. Finde ich wirklich abgrundtief scheiße. Ja, den du Also einfach. finde ich richtig scheiße. unironisch. Unironic glaube ich gar keinen, tatsächlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich habe immer wieder mal Punkte, wo ich sage, bei Monte shake my head. So wie ich mir so denke, Digga, so, was erzählst du da schon wieder? Aber das habe ich auch bei Kevin und Trimax, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeinen im deutschen Markt, in Deutschland wahrscheinlich, ne? Ja. Überhaupt nicht mag. Würde ich jetzt nicht sagen, nö, ich habe kein Problem mit irgendwem großartig. Sehr gut. Bist bisher gut dabei. Aber ich habe kein Problem mit dem Blick, Chat. Danke. Hast du schon mal Likes oder Views gekauft? Nee, Digga. Wirklich nicht. Also wer das macht, der heißt wahrscheinlich irgendwie Maelo oder Elia, Digga. Gut. Nee, aber wirklich nicht, Chat. Wir waren mal, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einmal passiert, dass wir eine Kampagne gemacht hatten, dass Google mein Video als Kampagne geschaltet hat, damit das mehr Views auf YouTube bekommt. Aber das war das Einzige, sonst noch nie. Ne, 100%ig nicht. Das Ding ist aber, ich habe das auf Twitch mal gemerkt, dass das voll oft passiert mit Follower-Botting und sowas, dass du dich auf Twitch und Instagram, weil halt irgendwer das einfach macht, dich dagegen gar nicht wehren kannst. So, das ist, Also für dich sozusagen. ja, also ich habe selber auch nie da irgendwas für ausgegeben. 1000. Ey, Chat, ich wüsste nicht einmal, wo man das macht. Geht man da in Google Likes kaufen oder wie macht man das? Wirklich kein Plan, Digga. Wenn du das wissen wollt, dann müssen wir ganz andere Leute fragen. Zum Beispiel... Genau. %. Gut, dann nächste Frage. Nur mit Ja oder Nein. Bist du glücklich im Leben gerade? Ja. Ja, ich bin glücklich, kann ich wirklich sagen. Es ist stressig zum Schaffen, aber alles in allem bin ich glücklich. Würde ich schon sagen, ja. Okay, Doppelfrage. Hast du schon einmal chemische Drogen genommen oder hast du schon einmal Fahrerflucht begangen? Wenn du eins von beiden schon mal getan hast, dann schreibst du ja. Ja. Also, dann sagst du ja. Ja. Okay. Nee.
Nope. Das Krasseste, was ich gemacht habe, kann ich ja sagen, Digga, ist gekifft. Fühle ich nicht so. Fahrflucht habe ich noch nie begangen, Digga. So LSD, Kokain, wo mega viele Leute das wie einmal probieren, gar nicht meins, Digga. Wirklich null. Es juckt mich null, Digga. Ich hasse Kontrollverlust. Ich hasse, wenn ich meinen Körper nicht mehr kontrollieren kann, Digga, fühle ich null. Null. Nada. Nix. Die einzige Droge, die ich nehme, ist das Leben. Oh Mann, ey. Was war die höchste Summe, die du für eine Kampagne oder eine Kooperation bekommen hast? In deiner gesamten Karriere? Okay, ich muss ja nicht sagen, welche Kooperation das war. Aber für ein einzelnen, ich gehe jetzt mal so auf einen Post, nicht mehrere Posts. Das meiste, was ich bekommen habe, ist, glaube ich, 13'000. Für eine Kampagne, Dingsbums. 13'000, ja. Knapp über 400.000 Euro. Für eine. 400'000, Digga. Ich gehe auf Deutschland. Müsste so, ja. Wann und weshalb hast du das letzte Mal geweint? Also richtig. Also nicht nur eine Träne, sondern... Ich glaube, als ich mit meiner Freundin vor 2 Wochen Schluss gemacht habe, wahrscheinlich, ja. Da ist man ja nicht... Nee, jetzt auch nicht anfassen, komm. Boah, ich weiß es nicht, weil jetzt wahrscheinlich entweder auch, weil ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, das ist schon 1,5 Jahre her, oder wo mein Großvater gestorben ist. Aber ich glaube, wo mein Großvater gestorben ist, habe ich nicht gekühlt. Ich glaube, wo ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, den habe ich gekühlt. Aber beim Großvater habe ich nicht gekühlt. Oh Mann, ey. Ich heule nicht auf eine Beerdigung, Digga. Ich mach das nicht. Ich kann nicht heulen von anderen Leuten. Vorletzte Frage. Hast du schon mal was getan, wofür du ins Gefängnis hättest kommen können? Auf jeden Fall. Also, Ja. Ich habe nice Songs produziert, die so kriminell sind, Digga. Ja, ich bin mal in einer 50er-Zone 80 gefahren. Ich weiss nicht, ob das zählt, aber dort habe ich das Billett für 1 Monat abgeben. Von dem her, könnte das ist das, was am nächsten ankommt zu dem. also auf jeden Fall, ganz, ja. Also, weil ja, als Ersttäter wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ich habe schon mal erheblichen Sachschaden verursacht an einem Gebäude. Und bin dann abgehauen. Also ich habe zum Beispiel schon mal was gemacht, wofür ich wahrscheinlich 3 Jahre in den Knast kommen hätte können. Echt jetzt? Ja. Hab ich da... Also es hat nichts mit Drogen oder sexueller Gewalt oder sowas bei mir zu tun. Ah, stimmt, sexuelle Gewalt. Das Erziehung auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Müsste ich einen Anwalt für fragen. Kann aber gut sein, ja. In jungen Jahren macht man viel dumme Sachen, ja. Okay, jetzt kommt was. Gönn dir Devo negegest mol Burger im MC und mach Insta-Story. Das ist jetzt vielleicht traurig für die Zuschauer. Gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast? Eine krasse Sache. Ja, gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast, aber die Antwort wird für die Zuschauer 100% zensiert. Das heißt, sie sehen nur an unseren Reaktionen oder so, ob... Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, logisch habe ich euch irgendetwas verschwiegen, aber ich kann es euch nicht ohne Grund verschwiegen. Ich habe 2 Kinder und ich bin eigentlich Multimillionär. Nein, gar nicht, Digga, nix. Warum überlegst du? Was für, ja, weil ich gerade überlegen bin, ob es sowas gibt. Also irgendwas, was ich noch nie... Irgendwann mal. Muss auch nicht jetzt was sein, was du uns noch nicht gesagt hast, ne? Aber... Boah, das ist eine schwierige Frage. Von allen Sachen, die ich euch nicht gesagt habe, eine aus... Meine Adresse, stimmt. Meine Adresse weiss niemand. Das ist true. Boah, soll ich euch was richtig Krasses sagen? Oh no. Okay, pass auf. Ich war... Oh, wie du schon lachst. Oh, wie du schon lachst. Oh Mann, ey. Ja, komm. Gehört mir nix. Ah, chillig, Digga. Ja. Ja, ihr habt es gerade nicht gehört. Wir haben gerade Sachen gehört, die ihr wahrscheinlich nicht hören solltet. Ja, es waren teils schon, ich meine, es sind Fragen, da kann man sich auch gut drum rumreden. Ne? Wir hoffen natürlich, dass du es zutiefst in Ehrlichkeit beantwortet hast. Hab ich, ja, tatsächlich. Und das glaube ich dir auch, weil sonst hättest du geweint. Ja. Was ist das für ein Dude da links? Eigentlich ist das die Karte. Entschuldigung. I guess, das war's dann mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Julius und Tobi auf Instagram vorbei. Ciao. Chillig. Also wenn ihr etwas Sex will, Digga, schreibt mir auf Instagram. My